So, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Teil Ad Infinitum. So, wir spielen wieder im Herrenhaus, wir sind wieder der Gute bei. Also, behaupte ich jetzt mal so. Haben wir noch die... Nee, wir haben leider nicht mehr die geile Taschenlampe. Wir gucken uns natürlich erstmal um. Haben wir dann ein feines Kompaniefoto, jawohl. Poster, alles soweit noch. Das war jetzt nicht die beste Idee, die ich gehabt habe. Den Soldat, um nicht zu sagen, das war eine ziemlich dumme Idee. Ah ja. Der Schrank ist weggerickt. Da müsste mein Plastikgewehr, mein Spielzeuggewehr drin sind. Nö, doch, weiß nicht. So, Spielzeuggewehr. Der Dolch hängt wieder da, wo er soll. Da ist irgendwas Dunkles. Ach, guck mal. So ein Glück. Aha, da ist wieder der Zinnsoldatenmann. Was ist denn eigentlich mit dem Zinnsoldat Iwe? Warum geht der da nicht mehr? Oh, der Spiegel ist fertiger. Fertigerer. Fast geschafft. Fast kann ich mein schattenhaftes Spiegelbild sehen. Ja. Oh, guck mal da. Das sieht lesbar aus. Paul, hier in Flandern frisst uns die Front. Was übrig bleibt, holen sich die Läuse und Ratten. Ich bete jeden Tag, dass es ein Ende hat, bevor die nächste Welle deutscher Helden hier im Chaos verbrennt. Bitte antworte mir doch einmal wenigstens. Dein Bruder. Der antwortet dir nicht, weil er persönlich vorbeikommt und das voll geil findet. Der Dipp. Abschlusszeugnis. Paul von Schmidt verlässt die preußische Hauptkadettenanstalt im Kriegsjahre 1916 mit Höchstnoten und Empfehlungen für die Offizierslaufbahn. Jo, genau das ist das Problem. Wir kriegen von unserem Bruder gesagt, ey, es ist voll scheiße, es ist überhaupt nicht cool. Und er so, oh geil, da will ich hin. Oder auch Fliegerzeig. Kinderkram. Ich tue das Richtige. Ja. Was ist das da alles? Noch ein Zinnsoldat, gell? Scheint auf dich aufzupassen wie früher. Würde Paul auf mich aufpassen oder was? Autogramm, den zukünftigen Helden. Was steht da? Irgendeine Rittmeister Manfred Fürherr oder sowas von Richthofen. Manfred von Richthofen. Sehr gute Band. Also nicht Manfred von Richthofen, aber die Band Richthofen, die sich dann später aus Gründen umbenannt hat in Seelenwalzer. Und glaube ich vor ein paar Jahren noch ein neues Album rausgebracht. Hätte ich selber nicht mit dran geglaubt. An zwei voll geile, super geiles Album. Das zweite war immer noch richtig gut. Ein bisschen anders da. Ja, habe ich rauf und runter gehört, wie ich 15, 16 war. Voll geil. Voll geil. Und jetzt haben sie halt 2000, ja, so 20 oder so, schätze ich, vielleicht auch schon 17 oder so, haben sie noch ein Album rausgebracht, wo sie sich halt umbenannt haben in Seelenwalzer. Aber wie hieß das? Wie hieß das Album nochmal? Weiß ich nicht. Das erste Album war noch von Richthofen, unter dem Namen Richthofen, und das hieß Seelenwalzer. Das zweite hieß... Das zweite hieß Helden der Zeit. Oh. Okay. Und das dritte... Was ist denn das? Jetzt höre ich das Arschluchze. Ja, hast du was gesehen? Das kann nicht sein, oder? Ja doch. Oh, jetzt wird es zwar noch richtig dunkel hier, oder was? So. Also. Aufpasse, ihr Leid. Ist hier überall so dunkel? Oh, das mag ich gar nicht. Ich will heute nochmal in den Keller gehen. Und ich will nur rechts gehen. In den Keller.
voll gruselig. Irgendwie. Was noch mehr gruselig ist, ist, dass hier jetzt irgendwas... Kann ich jetzt den Aufzug fahren? Moment. Der ist jetzt ohne. Was steht da? Fahrstuhl zum Dachboden. Der muss kürzlich hinterlegt worden. Du weißt, was das oben zu sein scheint. Ja, ja. Ja, wie? Muss ich jetzt nunner gehen? Junge, das ist... Oh, das ist ein Haas. Das ist keine verzerrte Stimme, die weint. Das ist irgendwie... Alles, aber... ist das... Ich gehe erstmal oben noch ein bisschen rumgucken. Bei Ivo waren wir ja schon. Es ist doch natürlich alles dunkel. Sieht man da überhaupt was? Ah ja. Danke. Hier bitte A. Also Licht meine ich jetzt. Ist da überhaupt was? Au. Okay. Ne, ich habe keine Taschenlampe mehr. Okay, das kann ich vergessen. Hier. Sitzt Napoleon am Klavier oder was? Das könnte das Phantom der Oper sein. Das könnte alles Phantome der Oper sein. Das könnte alles Phantome sein. Gut, da muss man da hin. Okay, das bringt nichts. Oh, guck mal, die Spinnewebe hier, die waren sogar gespielt. Oh, das ist Stachelgrot. Okay. Ja, ja, ist so gut. Ja, ich habe ja verstanden, wo ich hin muss. Also, da. Ich gehe ja schon runter, ist ja schon gut. Ich hab's ja verstanden, ihr Leid. Auerle. Wir müssen da runter. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Okay. Dann gehen wir halt da runter, weil da brennt wenigstens ein bisschen Licht. Es ist wirklich fucking stockdunkel. Ich kann auch nicht mal Scheiße sehen. Ey. Ja. Warte, diese... Moment. Wo bin ich hier? Ah, da ist der Aufzug. Nichts geschieht. Komm. Okay, gucke mal gleich. Ich habe da Briefchen gesehen. Ne, es ist Zeitung und Wein. Wo bin ich? Bin ich im Zimmer von der Mutter? Bild der Mutter. Mutter, als du klein warst, war sie jeden Tag im Wintergarten, bis der Großvater zu euch kam. Ja. Der Großvater, der nicht so gut auf die Mutter zu sprechen war, weil die war ja dreckig Französin. Das ist einfach so kacke. Kacking dunkel hier. Ja, sorry. Der Ivo war das Bett von der Mutter. So war ein Brief gelegt. Okay, es ist halt überall so verbipscht. Ich gehe nochmal raus. Aber du siehst halt null, ne? Es ist überall so verbipscht dunkel, dass man hier nicht so viel erkennt. Da geht's zur Küche. Ist das ein neuer Brief? Nee, den haben wir schon. Und das ist die Küche-Ding. Da komme ich eh nicht hin. Okay. Dann, okay. Also, wir sehen ja eh nichts. Wo war jetzt der Ingang? Da, gell? Dann bleibt uns nichts anderes übrig wie... Was läuft denn da rum, hey? Hat jemand Salzkreis oder sowas gemacht? Um der Aufzug drumherum kommt Spenst als... Ja, ist ja schon gut, wir gehen ja schon hin. So, darf ich mich da hinhocken? Kann das nehmen? Ah, der Lagerraumschlüssel. Schlüssel für den Lagerraum. Was geht ab? Wackelt denn da so blöde? Jetzt die Zugang. Ja dann. Auf geht's. Bäm bäm. Nach oben. Nach oben. Ah ja. Oben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Une war.
Okay, ich bin auf jeden Fall noch daheim. Ich leih im Aufzug. Moment. Ich stehe mal auf. Ich stehe schon mal auf. Oh, das Piepsen ist so schlimm, hey. Ja, okay. Ja, so Absturz mit dem... Ja, wir sind ohne. Okay, da wollte man ja eigentlich eh hingehen, aber dass es dann so schnell geht, hätte ich jetzt halt nicht gedacht. Jetzt labert mir der da wieder den Moment. Einen Moment, ich muss mal schnell was gucken. So, das geht ja gar nicht hier, was ich hier für Probleme habe. Oh, da lag was. Ne, Streichhölzer wieder. Okay. Ein Streich, ein Funke genügt. Ist das Feldration oder was? Okay, wir gucken uns um. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass man ja eh runter wollte, weil wir sind ja letztens, also in der Folge, wo man den Gasmaske Klaus getroffen haben, der uns ausgenockt hat, sind wir ja nur links gegangen und rechts waren so Gitterstäbe oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, egal, ich hätte vielleicht erst da hingehen sollen. Das können wir jetzt halt machen. Ich gucke mal kurz in mein Inventar hin. Jo, nope. Keine Taschenlampe, jetzt könnte ich sie gebrauchen. Aber das Taschenlampe war halt auf dem Feld, wo man das gefunden hat. Ich gucke mich hier natürlich noch ein bisschen um. Viel Wein, viel Ehe. Oh, Leute, Karott. Das klingelt schon wieder das Telefon. Oder so Lampe. Kann ich die jetzt mitnehmen? Nee. Bleibt noch ein ziemlich guter Gellrieb. Wo sind die Tiere hier? Ja, das ist zumindest nur die Lagerraum die. Ja, ich komm. Bist du Telefon? Ne, du bist Telefon, okay. Du sollst aufwachen. Nee. Du musst zurückkommen. Wie wach auf? Moment. Ist das hier so Jacob's Ladder Style? Dass mir quasi auf dem Schlachtfeld irgendwo, dass mir vielleicht sogar noch so wie ganz am Anfang gesehen, wo ich die Waffe geschnappt habe, weißt, und dann irgendwie im Zaun gehungert mit dem Upperarm und sowas, dass mir vielleicht doch immer noch hänge und nur Wahnvorstellungen haben, dass mir wieder daheim sind, dass das hier alles, das ganze Haus so Wahnvorstellung ist. Und ich habe immer gedacht, das Schlachtfeld sind Erinnerungen ans Schlachtfeld, aber vielleicht ist das Schlachtfeld real. Und das hier sind die Erinnerungen ans Haus. Okay. Da es hier nirgends weitergeht, gehe ich stark davon aus, dass das der Lagerraum ist. Nicht? Dunkel hier. Kann man die anstecken? Ja. So, Moment, die Tür zumachen. Geht ja fast schon. Fast. Was ist das, Godzilla oder was? So. Ich hätte gerne noch was zum Anstecken. Das ist eine Tür. Die ist verschlossen. Okay. Hätte ich besser die andere Tier aufgelöst, oder hätte ich noch ein bisschen Licht rausgekriegt von der Tier. So geht man keine Treppe hoch. Das sind die Gitterstäbe. Da sind wir runtergekommen. Ja, da sind wir runtergekommen. Und dann da noch links gegangen. Das, was jetzt verschlossen ist, da hinten geht es ins Labor oder so, wo er so ein blödes Gas getestet hat. Das sind die Gitterstäbe, die ich gesiegt habe.
Okay. Gehen wir mal weiter. So, ja. Okay, wach auf. Ja, wie gesagt, Jacob's Ladder. Ich habe da so verschiedene Theorien jetzt aufgestellt. Die Theorie 1 ist natürlich, dass wir Geist in dem Haus sind. Die ist relativ klar, sonst würde sie uns so nicht Anrufe, also Anrufe im Sinne von mit einer Geisterbeschwörung. Was ist das? Anhalter Bahnhof. Warum sind die Wilden da eingesperrt, Großvater? Damit du etwas lernen kannst. Sieh gut hin, wie sie am Boden sitzen, im Schmutz, halbnackt. Haben sie einen Grund, stolz zu sein, Paul? Und trotzdem sind sie es. Mit ihren primitiven Speeren und wildem Geheul sind sie in unser Maschinengewehrfeuer gelaufen. Wie die Fliegen sind sie gefallen. Zu Hunderten. Wer grundlos stolz ist, ist dumm. Merk dir das. Du bist nicht wie sie. Dein Blut und dein Erbe sind Grund, stolz zu sein. Und das Sterben, das überlasst den Dummen. Und dann ist er selber gestoppter Idiot. So ein Dummschwaller. Boah, ey. Hopp, mehr. Will da hinten an. Lauter Zwieback. Krass, was ist denn das? Studier. Ach so. Rank. Na komm. Sorry, ich habe hier gerade Probleme. Aha. Ah ja, okay, jetzt hat. Es ist nicht so einfach. Oh nein, ich frohe, warum ich manchmal so komisch rede, du. Das liegt dort dran, weil ich das so lustig bin. Das ist der heiße Akzent. Ja, wir haben hier. Wohnen ja da in der Palz, in der schönen Palz. Okay, das sind die 4 Hebel quasi von dem Ding. Okay, kriegen wir hier. Ich wohne da in der schönen Palz und nicht weit von da. Okay, es sind also 20 Kilometer oder so. Gibt es so ein schönes Dörfchen mit dem Namen Hauenstein. Oder wie es die Bewohner selbst nennen, Häste. Und die haben so einen saugeiler Akzent. Den mache ich halt gerne. Verstehe ich, der ist voll lustig. Nadel und Faden, Haut und Haare. Ja, Mia. Jungfrau Maria sieht traurig aus. Okay, da unten ist ein Kerzelchen. Okay, das ist schon mal gut. Da ist noch ein Kerzelchen. Jetzt will ich aber nicht irgendwie die Jungfrau Maria. Guck mal, das ist ein Strickliesel. Das Holzding, oder? Ist das nicht ein Strickliesel? So, da steht was zum Lesen. Bibelseite. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Und er trat heran und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und er sagte, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da setzte sich der Tote auf und begann zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Moment. Wo er da wieder erweckt hat, die Frau, war das nicht irgendwie... Also, laut im ersten Teil vom Jesus Christ Rollenspiel, was ich gespielt habe hier auf dem Kanal, gar nicht so lange her. Also vom normalen Teil, nicht vom Baby Jesus, nicht vom Rise Jesus Christ, sondern so, war das doch irgendwie so angeblich der Bruder von der Maria Magdalena oder so. Okay, wir gehen mal. Dass ich dich nicht um beide bitten kann. Ich will, dass Johannes lebt. Bitte nimm den Paul bei dir auf. Er ist ein guter Junge. Ich schneide das Leben dem Kuckuck ab und gebe es dem Johannes. Bitte, lieber Gott, hilf mir und bring Johannes zurück.
vielleicht der Grund, nächste Theorie, dass wir hier im Haus rumspuken? Sie hat quasi unser Geist zurückgeholt hier ins Haus. Ja. So, fällt mir gerade hin, das muss gar nicht Maria Magdalena gewesen sein, da. Die, wo der Sohn tot war und wieder aufgeladen ist. Es war nur irgendeine Maria im Spiel. Also in der Jesus Christ RPG Trilogy, da hieß jede Frau Maria. Also wirklich, jede Frau hieß Maria. Einfach weil es die wohl witzig gefunden haben oder so. So, jetzt pass auf, ich habe jetzt die Idee, dass ich das so noch ein bisschen nach hinten schiebe. Geht aber nicht. Okay, jetzt pass auf. Wenn ich den jetzt so aber rausziehe, ne? Komme ich ja doch nicht mit durch. Ah, da muss ich natürlich Draht drücken. Blauerle. Oder ich ziehe halt da. Kann ich gar nicht ziehen. Was ist das? Ein bisschen Haare ragt aus. Mhm. Bin mir nicht so sicher, ob ich das will. Was war? Oh ne. Das ist doch ein Raket. Ach. Ich muss Knöpfe stricken. Geht nicht. Sorry. Ich hab gar nicht geschnallt, was los ist vor lauter Schreck. Puppe da wieder los. Schlüssel für die blaue Tür. Du hast den Schlüssel zur blauen Tür gefunden. SL. Ludwig Schmidt. Ja, war die blaue Tür. Was war denn die blaue Tür? Ich habe gemeint, das war die, wo die Kette vorne dran war. Naja, egal. Wir haben die blaue Tür. So. Was macht denn da? Ach, das bin ich selbst. Jetzt müssen wir immer noch das Ding da einfach nur noch hinschieben, ne? Okay, jetzt ist so das, was so drin war, haben wir ja jetzt. Jetzt können wir das da ja so nie schieben, ne? Geht nicht mehr. Das ist natürlich schlecht. Ich kann da nicht hingehen. Das ist voll schlecht, wenn ich kann dort dran ziehe. Oder. Das ist so aufgeklappt. Ja, okay, dann müssen wir. War das vielleicht? Wie bin ich denn da eigentlich rausgekommen? Ah, ich hab den Draht gedrückt, gell? Nee. So. Bin da einfach rausgegangen? Hä? Junge. Ja. Ich werde doch jetzt nicht. Ja, es ist nicht so leicht mit mir, da, ich weiß. Oder ist das so eine Art blaue Tür? Weißt du? Da waren wir schon. Gut, schwingt die ihre. Auf geht's. Kann der schon wieder zugehen. Schwing zu. Schwing dein Ding. Weißt du, dass das da jetzt die blaue Tür ist? Ich meine, die andere. Naja, also die ist so blau wie nix, ne? Scheinbar ist das nicht die Blautier. Okay, guck. Aber das da wäre es gewesen. Das haben wir natürlich leise gebaut jetzt. Ja, okay, ne? Dann gehen wir jetzt erstmal weiter gucken. Oh, ist ein Fenster oder was? Ah, ne. Ah! Moment. Aua, wow. Okay. Ich soll doch nicht aufgehen. Du bist auch nicht blau. Oder? Du bist da sind wir herkommen. Ich müsste sowieso aufgehen. Ich lasse die jetzt mal auf, so als Orientierung. Das heißt ja, das ist die Gasmaske Klaus dir. Aha. Die geht generell nicht auf. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach zurück. Wir kommen nicht einfach den Keller hoch. Der Rollstuhl da vorne schon gestanden? Ah, das ist nicht der. Ah, das ist der mit dem Telefon da drauf. Okay. Blaue Tier. Blaue Tier gibt's doch nicht. Bist du blaue Tier? 9. Okay. Weiter geht's. Weiter gucken. Dann fahren wir wieder hoch, oder? Mit dem Ultra. Wo ist denn der Rollstuhl, wo du eigentlich drin war? Okay, wir gehen mal rückwärts hin. Mit dem ultra verlässliche
oben. Hallo? Warte mal, muss ich nicht erst das Gitter dort zumachen? Geht nicht. Ich sehe nicht mal den Hebel. Also der Hebel steht oben. Und ich muss nur nach links oder rechts. Es geht aber nicht. Ich drück mal den Knopf. Geht auch nicht. Ich glaube, wir haben hier noch was zu tun. Also ich würde halt gerne noch rechts. Doch lieber. Aber der geht nicht. Nee, das geht nicht. Tut mir leid, da muss ich noch ein bisschen heilen. Da muss ich hier jetzt noch einen Weg rausfinden. Ich renne mal. Junge, heb die Fies hoch beim Rennen. Machst du die Schuhe kaputt? Guck mal. Ja. Mach ich nur, ja. Erstmal schlafe ich noch eine Runde. Ich drehe mich nochmal rum. Sozusagen. Okay, ich glaube halt wirklich, dass man mit dem Koffer da irgendwie. Es hätte wohl an der Stelle laufen sollen. Blaue Tür. Ah, warte mal, kann ich mich vielleicht biegen? Das glaube ich aber nicht. Nee, Uza. Uza. Blockierter Weg. Da kann ich mit dem Au hängen bleiben. Also ich muss da wahrscheinlich den Strom abschalten, weißt du? Ich muss da hin. Es geht aber nicht, weil ich dödel halt schon. Kann ich vielleicht die Figur, die da rausgefallen ist, noch mal wegmachen? Okay. Kann ich jetzt so irgendwie mal? Drunter durch irgendwo? Nee. Das Problem war ja nicht direkt da hinzukommen, ne? Moment. Da muss ich dann so unten drunter durch und dann von der anderen Seite Drahträger. Hoppala. Moment. Oh, jetzt schiebt man dann wieder zurück. Und jetzt kann man nämlich schon rausschieben. So. Ah. Die Gruppe sieht dich überrascht an. Ja, ich erst, hey. Ich kann ja wohl dort schlecht hingehen. Ah, doch. Oh. Oh. Aha. Jetzt hat. Pass auf. Ich bin so dick. So. Ich bin immer noch so dick. Moment. Ich kann noch hinschieben, ne? So ein bisschen. Jetzt nicht mehr zu dick. Junge. Hab ich jetzt denn eine Scheiße gekriegt? Hat man das mal jemand erklärt? Hab ich jetzt noch ein bisschen ausgeschoben. Da. Jetzt. So. Jetzt kannst du hier an Arbeit. So, guck. Ah ja, jetzt ziehe ich den da. Wo ist er dann? Zurück. Ich muss mich aber biegen dabei. Und kann jetzt da durchgehen. Nicht. Weil da Kiste steht. Okay, Moment. Also der da ist gesetzt. Der stimmt. Ah, warte mal. Kann ich den noch? So, eben noch. Na, komm her. Dann lieber zieh ein wenig. An der Stelle. Aber das macht es ja noch schlimmer für mich, oder? Muss doch da raus. Moment. Ja, ich bin hier immer noch auf dem Boden. Ah, warte mal, da kann ich noch ein bisschen hinschieben, oder was war das dabei? Jetzt stell dich nicht so dran. Wo ich denn jetzt hingeschoben? Schieberätsel. Hey, da muss ich doch durchpassen. Dann gehe ich seitwärts durch. Es geht nicht. Schlag safe. Jetzt sag bloß, ich komme da auch nicht mehr durch.
Super. Jetzt habe ich da wunderlich gedacht, was ich da bauen muss. Ich muss nur einfach Draht kriegen statt zu ziehen. Das ist so scheiße. Okay. Haben wir mit unserem Mega-Brain haben wir das gelöst. Notizstudienobjekte. Schädel aus Deutsch-Südwestafrika. Zu weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen vorgesehen. Empfehlung, Verwendung als kraniometrische Studienobjekte. Aha. Na komm. Notiz des Spediteurs. Bitte rechnen Sie mit der Anlieferung der Koffer und Kisten des Herrn Generals am Freitag, den 7. Juni zur Mittagsstunde. Unsere Spedition wird die Güter am Tag zuvor zum Weitertransport vom Dampfschiff im Hamburger Hafen abholen. Meine Mitarbeiter stehen dann weiter bereit, um alles nicht von ihm im Haus benötigte Gut vorerst in den von Ihnen gewählten Kellerraum zu tragen. Eine Rechnung übersende ich Ihnen nach Abschluss unserer Arbeiten. Ich wünsche Ihrem Herrn Vater, General von Schmidt, baldige Genesung. H. Bergmann, Spedition Bergmann und Söhne, 1.6.1907. Ja, und jetzt aber nicht irgendwie die Afrikaner oder so, wo sie da irgendwie am Bahnhof gesehen haben, in Kiste gepackt und mit einer Spedition rum verschifft oder was? Ich glaube, es hackt. Zurück nach Hause. Du hast recht, Johannes. Das war der Rudi. Du hast recht, Johannes. Theresa und ich haben beschlossen, dir zu helfen, wenn der Krieg vorüber ist. Dann befreien wir die Schädel aus dem Keller deiner Eltern und schicken die Kiste zurück. Nachdem was unsere Väter und Vorväter ihnen angetan haben, ist dies das Mindeste, was wir für sie tun können. Auf dass sie in heimatlicher Erde Ruhe finden. Okay. Es sind hoffentlich nur die Schädel gewässt. Nur, ne? Das sind kleine, große Aufkleber zur Überstellung an das Pathologische Institut in Berlin. Ja, ist schon gleich gucken, ob ich da rauskomme. Ah ja, jetzt ist es. Also ich habe quasi jetzt aufgemacht, so sah ich das mal. Ein Aufkleber der Schifffahrtsgesellschaft. Die Koffer haben eine lange Reise hinter sich. Was ist denn da jetzt so blöde Musik hier? Ich glaube, die Musik, die hätte ein bisschen früher sein sollen. Egal, weiter geht's. Ich tue jetzt den Strom hier abschalten. Beziehungsweise anschalte, auch nicht schlecht. Finde ich gut. Wie sieht es da über aus? Noch genauso dunkel. Okay, ich kann jetzt aber zumindest... Alter, das ist so wie nix hier. Die Kellertreppe hochgehen. Weil die Funke jetzt halt aus sind. Dahin waren ja auch so Funke. Machen wir die jetzt zu. Da, zu genug. Gehen wir mal zum Gasmaske Klaus. Das ist nicht der Gasmaske Klaus, oder? Nee, der Gasmaske Klaus ist da vorne. Jetzt weiter vorne und dann links. Och nee, da funkt es und britzelt schon wieder. Ah, nee, da oben nicht mehr. Da komme ich jetzt halt hoch. Ich muss trotzdem zu Gasmaske Klaus gehen. Geht nicht. Geht nicht. So bin ich hergekommen. Ja, okay, ich gehe jetzt die Treppen auf. Oh, guck mal, ist für Rollstuhl geeignet. Das finde ich aber schön. Noch gar nicht aufgefallen vorhin. So. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir da hin. Aber erst in der nächsten Folge. Tut mir leid, ein bisschen Cliffhanger muss sein. Dann gehen wir in der nächsten Folge noch ein bisschen im Haus rumgucken und gucken mal, warum ich nicht mehr in der Unikum bin. Und gucken uns da mal ein bisschen um. Aller dann, aber erst in der nächsten Folge. Bis morgen. Tschö mit